antreten. Da werden Sie sich in Ihren Startboxen einfinden müssen. Das machen Sie ordentlich. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ampel ist auf Rot geschaltet, Feld kommt und der Start ist freigegeben. Auf geht die Reise zur 60-minütigen Dauer mit einem Zack-Speed Mercedes, der auf wilden Flügen da über die Außenbahn versucht anzugreifen. Sebastian Asch wird da aber wohl erstmal zurückstecken, was die totale Spitze angeht. Und im hinteren Feld die beiden Kfz-Teile Audi und es ist, glaube ich, auch noch ein weiterer Audi von C-Up Racing daran beteiligt gewesen. Das gibt es Safety Car, das kann ich ja schon sagen, weil die Reifenstapel müssen nämlich erstmal aufgebaut werden. Da bin ich mir sehr sicher, dass die Nummer jetzt gleich erstmal mit Ron Dochmeier als Spitzenreiter passieren wird. Rot abgesetzte Fabian Hamprecht hat sich da auf 3 vorgefahren und das Safety Car kommt. Was ich gesagt habe, Safety Car muss rauskommen. Das war jetzt eine logische Folge aus dieser ganzen Aktion. Dobic und auch der zweite Kfz-Teile Audi mit Florian Stoll und einer der C-Up Racing Audi. Das müsste dann das Auto von Andreas Hawalschner sein. Auf Nummer 3. Dochmeier also beschleunigen kann, das hat er vorhin gezeigt. Ohne Wenn und Aber. Asch von hier auf 2. Auch der Bentley hält sich da unten auf der 3. Position. Der HP Mercedes von Harry Potschik vom Österreicher auf Rang 4. Auch das sehr ordentlich. Sehr, sehr ordentlich. Jetzt Klingmann dahinter auf Rang 5. Nicht das Auto von Andreas Weishaupt, das in dieser Startkollision verwickelt war, sondern Stefan Ackerbauer. Das Auto mit der 1, auf dem ja der Vorjahresmeister mit drauf sitzt, Kelvin van der Linde. Was hat der Junge gezittert? Ja.